Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir sind auf dem Weg nach Mutterherz. Jetzt muss ich schnell schauen. Das ist glaube ich noch... Ja, Grata war schnell. He? Machen wir das noch heute. Gehen wir noch schnell heute zu Gratas Lager. Wir haben die Nebenquest nämlich auch gerade abgeschlossen. Ich schnell durchlaufen. Ah, kann ich nicht, gut, schade. Weil ich finde das Game einfach absolut Wahnsinn und gigantisch. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ja, so, das finde ich genau. Schnell jagen. So. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Selbstverständlich. Und nimm. Aha. Halten, alles nehmen. Gut. Sammeln, sammeln, sammeln. Ging auf dem Weg. Das finde ich so cool gemacht. Es ist alles immer auf dem Weg. Man muss nie irgendwie, weiss der Teufel, wie weit rauf, für Das etwas hilft zu holen. bestimmt weiter. Bei anderen Rollenspielen nicht. Wirklich stark. Sollte schnell auffüllen, wenn wir schon da sind. Einfach der Hammer, oder? Das ist doch einfach der Hammer. Jetzt haben wir noch geschneit, frisch. Also läuft ein bisschen im T-Shirt rum. Ja, wenn man nicht kalt hat. Da ist Grata. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Hier sind deine Gebetsperlen, Grata. Jetzt hast du, was du brauchst. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Urmutter, höre mich, Super. die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Berg. Ups, das ist daneben. Lass mich dir zu. Ein tröstendes Flüstern bringen. Nein, was? Wer sagt da oben, kriegst du mir jetzt mal nicht. Hey. Hm. Nein, alles, ja, komm. Okay, gut. Ups. Ja. Flink wie ein Wiesel. Ah, nochmal einen, okay. Nein, was? Mann. Langsam, langsam. So, fertig gelauert, jetzt gehen wir. Komm. Wenn man es kann, dann kann man es halt. Über die Sache. Das finde ich auch ganz cool, dass man das in der Bewegung machen kann, weil sonst wäre es nicht gäbig.
Was denn? Ah. Ja, das ist so blöd gegangen. Jetzt gehen wir halt gerade da durch. Hätte ich vorher in den Sinn kommen. Den lasse ich jetzt so sein. So. Gut. Ja, gleich nasse Hose bekommen. Vielleicht nicht wollen. So, dann machen wir uns doch da mal parat für die Erprobung. Das wäre doch schon mal Aloy, gut. wir müssen reden. Ja. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Nimm mich noch Wunder, was da noch los ist. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Gut, dann sind wir doch parat, hä? Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Selbstverständlich verstehen wir das. Ich verstehe. Dann danke ich dir dafür. Es wird mich an dich erinnern. An all deine Hilfe. Auch bei der Vorbereitung für diesen Tag. Danke. Schwerer als gedacht. Aber
aber das Band hält. Die Urmutter segne dich. Und dich. Wie konnte er das nur tun? Ausgerechnet heute. Ja, Ich muss mich das auf sind die Erprobung Fragen. He? konzentrieren. Schon schauen, Quests. Jetzt nichts Schlaues, nichts Neues gegeben. Keine Fähigkeitspunkte, okay, gut. Ah, ist das geil. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ui. Ui. Da haben wir einen Kopf bekommen. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du... was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern. Nicht zu besonderen Anlässen. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Ich gehe mal davon aus, dass wirklich jeder... Ich wusste gar nicht, dass Ausgestoßene aufs Fest kommen würden. Das gefällt mir besser als die Erprobung Ah, an nein, sich. gut, nicht jeder einen anderen Spruch auf Lager. In dem Fall. Das weckt Erinnerung. Dann mach doch. Als ich das die ersten 3 Male gehört habe, Mit meinem Vater. Jo, jetzt was? Ja. Da rüber. Ja, wir schnell heute ein bisschen im Dorf rumschauen. Es ist schon hier wieder... Ah, speichern, super. Top. Oh, was hast du gemacht? Du bist so groß geworden. Was? Warum weißt du das? Ich sollte nach Mutterherz gehen. Ja, ist gut. Aloy, machen wir doch. Entschuldigung. Ich tanze heute Abend, auch wenn die Stammhütte mich schief anseht. Das nenne ich Leben. Es sollte jeden Tag ein Fest sein. Ja, Interessant. hier ist aber ein bisschen feucht, ein bisschen kühl. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag.
Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Cool. Selbstverständlich. Ja, aber hä? Was? Also das gefällt mir nicht so gut wie... Ja, egal. Mal etwas verkaufen, vielleicht gerade. Zünder, nein, brauchen wir. Nein, das ist schon gut. Da 20 von 30, ja, das könnte knapp werden wieder. He? Was ist das? Dieses Maschinenteil kann man. Also gut. Das setzen wir auch fort. Wächterlin setzen wir auch fort. Gut. Gut. Schneller Eisenverkauf gegen Metallschäden. Kühlsaft, Munitionsherstellung, Grau, Habicht. Ja gut. Das lenkt etwa von damals an. Ja. Das scheint dir perfekt zu passen. Ist das nicht das gleiche, was wir schon hatten? Danke. Ja, okay. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Merci. Bist du besoffen da? Kommen hierher nach allem, was sie getan haben, ne? Ja? Ich ruhe meine Beine. Ja, okay, alles klar. Logisch. So cool. Oh, schön. Das weckt Erinnerungen. Ja, das ist ziemlich cool da. Ja, no, okay, jetzt müssen wir mal vorwärts machen. Oh, warme Finger bekommen wieder, so, schön. Komm. Interessant. Ja, jetzt gehen wir aber. Komm da runter! Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Seiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich. Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle. Ich will, dass du da runterkletterst! Du willst, dass ich nie meinen Spaß habe.
Liri sich. Ja, mache ich. Denn ihr müsst diese Ja, Geschichte schau, heute erzählen, herhöckeln. wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Ja. Schön. Das Sehr schön, waren ja. die Jetzt, Unglauben. komm, jetzt hock Die doch nicht Maschinen überall haben her. Also ihnen nein. eingeflüstert, dass sie ihnen Oh. dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu Super. erschaffen. Los mit. Besser als die der Urmutter. Eine Welt Wie aus bitte? Metall. Wer hat das Sie gesagt? sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Okay. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein... Aloy, hier drüben. Was meinst du da? Nein, das brauchen wir gerade nicht von dir. Komm mal her, Aloy. Ah, Karst? Oh, Was okay. machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. nimmt mich schon gerade Wunder. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, gefälligst. Du bist doch... War ein Witz, Karst. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal bist du Kriegerin. Ew, hoffentlich. So. Ja. Das sind die verrückten Leute. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben Mörder und von Versklaver! Sonnenkönig Mörder und Versklaver! Hey, Erleuchtetheit lass ist- das sein. Nora-Gläubige, lass das sein. Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Oh. Linie. Ich lasse mir von den ungläubigen Kader doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Was bedeutet Lassen das? Sie von den ungläubigen Kaja doch nicht das Fest verderben. Was sollten Sie denn auch anstellen können? Durchstraft. Da eure Nachkommen heute die Reihen eurer Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Vielleicht sind die Kader gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Du bist der ihn nicht Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora? Hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah!
Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nicht so ungut. Hier steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Carja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Olin? Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Das letzte Mal etwas fragen? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ja. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Oh Mann. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Carja-Rebellen und Oseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt sein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Avad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Das machen wir jetzt. Ja, das geht dann noch lang, hä? Wer sind die Oseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Carja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt?
Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder 3. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide direkt. Gut, das nimmt mir noch Unterstörung. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, na, sie sagen es nicht. Gut. Die Kartschale lassen wir jetzt sein, sonst geht es zu lang. Eine Frage an dich. Nein, was? Frag ruhig. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, genau. Ja. Das ist keine Hör mal, Frage. es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Fall. Der Elend. Elende Elend. Naja. Ich will ja nicht etwas mit dem anfangen da, hä? Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Ups, bin ich der Letzte. Die Letzte. Was? Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren entzündet es nun. Rost. Rost zu Ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Jö. Passt Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Wollen wir das? Hä? Betritt die Jägerhütte. Wieso? Du hast den gleichen Weg. Zu viel Romantik, viel zu wenig Prügeleien dieses Jahr. Liegt das an mir oder Viel zu wenig schmeckt ihr Nein, Eintopf dieses so Jahr rum, nicht Seite da. Es ist halt so, es ist ein Rollenspiel, es wird halt viel gefragt und geredet und gemacht und da. Mein Namen? Du weißt ihn von Erend.
Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Oseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Alles klar. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du lügst doch. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay. So, Adja. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Der Nicht an andere. mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit So, bleiben. Jägerhütte. Komm, geh auf die Seite da. Was? Oh. Ja, es ist einfach immer wieder, kann ich es sagen, es ist einfach super gut gemacht. Ich wollte schnell speichern. Gut. Was denn? Ah. Mutterloses Gör. Warte nur, der Sack. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Schweig doch, du Gickel. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Ah, Erinnerung. du Sauratte. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Warte nur, der Kollege. Jetzt geht's dir gerade auf das Dach. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßener. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Ja, da habe ich nichts anderes übrig wieder für den. Ja, das da. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha! Ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen. Naja.
Aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ja, genau. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Die Frau hat etwas drauf. Ah, das ist verdammt geil. So. Oh jetzt. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. So, lecker. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Sie machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Hoi, hoi, hoi. Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest?